Guten Tag miteinander, da ist X-Crown X Rap Now mit dem Colosso auch X-Crown X Crew. Sehr gut, genau. Hier mit dem allerersten Black Ops 2 Video von uns zwei. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade ein Sprengkommando, das wir gespielt haben auf der Map Plaza. Ja, in der ersten Hälfte werdet ihr das Gameplay vom Raffi sehen, weil er da mit seiner Pistole ziemlich nice gerissen hat. Genau, und ja, Ski. Und wir im müssen einfach zweiten... zeigen, wie stark das Pistolen eigentlich sind. Probiert die Ware aus. Genau, die sind ziemlich OP, von dem her sicher mal empfehlenswert zum Ausprobieren. Und ja, schauen wir erst, was da so rauskommt, oder? Vor allem der Mesi, der Colosso, hat sehr gerissen. Jetzt geht hier nur noch in der ersten Hälfte. Ja, aber in der zweiten Hälfte und der Endscore, hast du was gehabt? Weiss ich gar nicht mehr genau, ich glaube 51 zu irgendetwas. Aber ziemlich gerissen. Ja. Eben, wie ihr seht, mit der Primärwaffe, der Raffi sowohl als auch ich, unterwegs mit der PDW 57. Empfehlen? Ja, finde ich eine ziemlich geile Waffe, weil die lässt recht raus eigentlich. 50er Magazin, lange Führung, um ein paar Gegner abkassieren, bevor du nachladen musst. Was sich aber nicht lohnt, ist Schnellfeuer auf dieser Waffe. Man ist noch zu ungenau. Genau, da wird ziemlich zurückgefetzt. Ja. Also ich jetzt da mit langer Lauf, mit dem Laser und... Was war noch, dass sie nicht der grösste Schaden ist? Vollmantelgeschoss in dem Fall, ja. Ja genau, mit diesen 3 Ja. habe ich jetzt. Also ich spiele im Normalfall mit Rotpunktvisier, langen Lauf und mit was noch? Schau, jetzt kommst du mich dann killen und Mit etwas schlagen. Drittem. Schlagen? Schau, Ja. da kommst du jetzt. Jetzt schau. Das Aiming Ich war voll eigentlich etwas am perfekt. Pennen Ich gewesen. wollte die Kiste klauen, bin ich aber leider auch noch abkassiert worden im Hinterdrein. So einem Hinterrücksmesser. Das war glaube ich nur Konterdrohne, die ich hatte. Und... Was gibt's noch? Ja, ich würde sagen, Sprengkommando ist wirklich sehr gut gemacht, auch in Black Ops 2, sehr empfehlenswert. Mhm. Und... Wenn irgendjemand mit einem A-Typ rauskommt, kann er am meisten sagen, wenn er auf offen stellen kann wieder. Das ist noch... Komische Geschichte. Ja, das ist eine komische Geschichte. Am allerersten Tag hatte ich den A-Typ offen, weil ich es im MB3 eigentlich immer hatte. Und jetzt ist es seit den letzten paar Tagen einfach auf moderat. Von dem her, ja. What the fuck? Darum spielen wir hier jetzt auch gegeneinander, weil wir einfach in die gleiche Lobby reingegangen sind, leider dann in gegnerische Teams. Shit happens. Probiere die Pistolen aus. Also ich empfehle, mir macht das Game gerade mehr Spaß, nur wegen diesen scheiß Pistolen. Dann hat er ziemlich Freude gehabt. Oh, da ist die Zerbrechen geschlafen, Schira. Ja. Ja. Aber gleich noch mögen. Feindliche Hunter-Killer-Drohne. Der kleine Gegner. Camp. Aber das mache ich im Fall noch viel so. Ein Campen. bisschen warten und so. Ja, ich sage, es spricht auch nichts gegen ein Warten, solange man nicht das ganze Game lang auf der Map rumliegt und nichts anderes macht. Ja, übrigens, heute Morgen habe ich so eine Visitenkarte bekommen. Ich habe 50 Gegner gekillt, die am Boden gelegen sind. Trifft also schon mal ziemlich auf Camper oder Dropshotter zu. Nichts gegen Dropshotters. Aber ich würde sagen, im MB3 war Dropshot eher stärker als im Black Ops 2 irgendwie. Mhm. Also es war einfach schneller gewesen. Ja, das vor allem. Und eben Das die ist Gegner, einfach zu langsam jetzt da. Gegner hat mehr Zeit zum Reagieren. Bringt nichts. Abschussserie sehen wir, da hast du Aufklärungsdrohne, dann die Hunter-Killer-Drohne und Päckchen. Ja, Wie bist du mit dem zufrieden? es langt. Das langt. Gut. Ja, ich Ja, finde... weit drauf kommst du hier nicht. Ja, es geht mir auch gerade so jetzt. Also ich finde, Päckchen haben meistens noch recht gutes Zeug drin eigentlich. Viel Konterdrohnen. Ja, aber ich finde, im MB3 hast du eigentlich immer praktisch nur eine normale Drohne drin gehabt. Und da hast du doch zwischendurch auch wieder irgendein AGR oder so einen Scheiß drin. Also, Mhm. das kannst du doch noch bringen zwischendurch. Und der Dragonfire. Genau.
Hast du schon zweimal drin gehabt. Was natürlich auch wieder ganz genial ist, dass man mit dem Perk, mit dem Hacker kann die Päckchen ändern in etwas Besseres. Hätte man ja in Black Ops 1 schon können. Habe ich jetzt zwar noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, der Sneaker ist auch schon mit dem unterwegs gewesen und hat wirklich immer etwas Besseres bekommen von dem her. Also statt eine normale Aufklärungsdrohne hat er glaube ich mal so einen Orbital Satellite gehackt, oder wie der auch immer heisst. Oh. Also die erste Runde jetzt hier geht vorbei. So wie es aussieht. Jetzt ein Schaltungswechsel zum Kolosso. Genau, wir werden jetzt hier schnell zu mir überwechseln. Wechsel. Wenn ich mich da noch irgendwo finde. Wo ist der Hurkopf? Da, ziemlich weit hinten. Ja, jetzt habe ich auch. So. Also eben da, langer Lauf, Griff und Rotpunktvisier drauf, ebenfalls auf der PDW 57. Bist du beim Rotpunkt? Das mal schon, ja. Ich kann mich nie so richtig voll überflüssig. Ich kann mich nie so richtig entscheiden, ob ich es will oder nicht. Weil irgendwie, manchmal bin ich besser mit Rotpunkt und manchmal bin ich auch nicht besser, es kommt immer darauf ab. Da tue ich auch immer abwechseln von dem her. Ja. Okay. Wie hast du den Fahrer vom Dings gewechselt? Das weiß ich gar noch nicht. Das kannst du freischalten, da habe ich gerade noch gleich mit der S-Mine. Hätte mich nicht mögen irgendwie. Du kannst das, musst im Klasseneditor kannst du auf C drücken, wenn es mich nicht täuscht, wenn du auf der Waffe bist. Und dann kannst du das so einstellen. Das ist da auch wieder so unnötig. Dummes. Aber das hat gleich noch gelangt. Dann habe ich gesehen, hinter mir kommen das paar. Leider nur einer verdeutscht. Aber sonst ja, Abschussserie, Drohnen, Hunter-Killer-Drohne und Blitzschlag. Finde ich alles echt recht coole Killstreaks. Vor allem also Drohnen halt, die hat man recht klein. Hunter-Killer-Drohne, wie der Chris auch schon gesagt hat, ist eigentlich fast immer ein Kill wert. Und der Blitzschlag, wenn man ihn dann mal erreicht, ist er auch ziemlich gut. Von dem her, Jetzt kommt etwas ziemlich cooles. Immer Jetzt wieder müssen wir Gängeli aufpassen. rumgeschlichen. Jetzt musst du schauen. Da! Wow! Geradeaus Hunter-Killer-Drohne gerührt, gar nicht in die Luft auf und schnell einen Triple-Kill abkassiert. Das war ziemlich geil. Das geht ja anders gut. Ja, das ist fast wie du wirst die hinteren Tuben eigentlich. So, hier jetzt den Blitzschlag freigeschaltet. Ah, das muss ich mal probieren. Du laufst mit der rum, wartest bis der Gegner kommt. Schau dir gleich mit der S-Mine. Ja, der Double. Ja. Ah, darum hast du mich da 2-3 Mal geholt dahin. Sowieso. Dann da leider unter einen Blitzschlag drunter gekommen. Dann habe ich meinen runtergelassen, sieht man halt leider nicht, wo ich es platziert habe. Aber Mo hat sogar einen Kill geholt. Na los! Ja. Aber ich würde sagen, das Black Ops 2 so langsam macht es wirklich richtig Spass. Ich hoffe, dass gegen die Hackers, was gesagt hat, etwas möchten, aber ich denke es nicht. Ja, ich habe das Gefühl, am Anfang werden 2 MB3 ein paar bannen und dann mit der Zeit werden sie das auch wieder vernachlässigen. Und dann werden wieder die ganzen Hacker irgendwo am Umspästeln sein. Aber ja, da kannst du halt nicht viel dagegen machen. Außer auf Konsolen umsteigen. Ja, gibt es vielleicht auch noch. Ja, ich schaue, eventuell hole ich es mir dann auf die Xbox. Nein, PS3. Ja, PS3 habe ich leider nicht. Und ob ich jetzt eine kaufe extra, muss ich mal schauen. Da wieder ein paar nachher an. Lang nehmen das Black Ops drauf oben. Ich meine, es kostet die noch 100 Stutz oder so. Ja. Aber grundsätzlich könnte ich mir sie schon kaufen, aber das Problem ist, ich brauche sie dann so hure wenig, weißt. Ich brauche jetzt schon die Xbox echt praktisch nie und den PS. Ja, ist ja nicht das Black Ops auf der Xbox. Ja, schon. Mal die Black Ops habe ich, aber das Black Ops 2 nicht. Ja. Drohne steht bereit. Da ziemlich am Abgehen. Ja. Das habe ich gar nicht gemerkt. Der Dropshot, den ich vorhin gemacht habe, hat mich gerade noch vor der S-Mine beschützt.
Eieiei, jetzt kannst du diese noch holen. Ja, das stimmt mir. Da habe ich teilweise recht Glück gehabt. Ei. Du hast den Luftschlag schnell durchgelassen. Der hat auch wieder 1 Kill. Nein, 3. Wieder Killer-Drohne, die habe ich ziemlich versaut. Aber wenn sie so einfach in die Wand schießt, geht es auch nicht, Nein. Also am besten rührst du sie schon auf, außer wenn gerade ein paar wie vorhin vor mir Ja. vor dir stehen. Dann kannst du sie echt wirklich so glatt drauf reinlassen. Bombe online. Aber ich finde, am Anfang hast du immer voll auf den Grind bekommen und jetzt langsam Ja. findest du so, die kannst du voll einfach killen und so. Ja, ich habe es wirklich Maps speziell langsam gefunden. fast kennenlernen, die Waffen. Vor allem heute Morgen habe ich wirklich nur auf die Fresse bekommen und gar keine Chance gehabt. Und jetzt eigentlich am Nachmittag, also wir haben ja schon Nachmittag, oder? Ja. Ja! Habe ich eigentlich ziemlich verreissen von dem her. Oh, Siehst der ist auch gefehlt. so ein Zeitgefühl Ja, geht das habe ich kaputt beim Gamen. Ja, den Schockstab könnte ich auch empfehlen, der ist ziemlich geil. Vor allem wenn ich eine Position abdecken. Ich habe den noch nie gebraucht. Er ist echt schon nicht schlecht, weil er tut den Gegner ziemlich flashen. Ich Und brauche keine Primär- und keine Sekundärgranaten oder so. ja, ich finde Semtex vor allem ist manchmal auch ziemlich nützlich, wenn du irgendwo über ein Häuschen drüber fetzen oder so. Aber eben. Also das Game haben wir zwar verloren, oder ich habe es verloren, besser gesagt, und Raffi sein Team hat es gewonnen. Ja, der Score lässt sich eben sehen, 52:19. Würde ich sagen, auch gar nicht schlecht, oder? Und ja, in dem Fall wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Merci vielmals fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Adi. Ciao, ciao! Aviti, Candere.